Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Swiss German Storytime. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, wie ihr es sicher schon gesehen habt, auf dem Titel und im Thumbnail geht es um das Thema Röstigraben. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr wahrscheinlich schon darüber Bescheid wisst. In diesem kurzen Podcast habe ich gedacht, möchte ich das Thema trotzdem mal ansprechen. Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Info, die ihr noch nicht gewusst habt. Ich war Anfang September kurz in der Schweiz für ein Aikido-Seminar und bei dieser Gelegenheit bin ich in der Westschweiz, in Neuchâtel. Und wie ihr ja wisst, komme ich aus dem deutschsprachigen Teil, ziemlich eher an der österreichisch-deutschen Grenze und bin darum eigentlich nur sporadisch ab und zu in der Westschweiz. Zum einen für den Militärdienst, dort bin ich ab und zu in der Westschweiz gelandet oder eben auch im Zusammenhang vielleicht mit Aikido oder einmal einfach einen schönen Ausflug in die Westschweiz. Ich finde es wirklich selber mega faszinierend, wie die Sprachen ineinander fließen, gerade bei der Grenze, beim sogenannten Röstigraben, wie man vom einen Ort, von der einen Sprache in die andere Sprache geht. Ich bin zum Beispiel mit dem Auto auf die Autobahn gefahren und die Schilder sind zum Beispiel noch auf Deutsch angeschrieben und dann plötzlich ist alles nur noch Französisch. Also wie man wirklich so kann vom einen Bereich in den anderen sich bewegen, ist wirklich interessant und sogar für mich wirklich spannend zum sehen. Also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast. Was ist der Röstigraben? Typisch für die Schweiz und gleichzeitig tönt es ein bisschen lustig. Der Röstigraben. Aber was bedeutet eigentlich ein Graben aus Rösti genau? Also, man kann es nicht essen. Auch ist der Röstigraben keine echte Schlucht und auch kein Fluss. Der Begriff steht für eine unsichtbare Grenze zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz. Der Name kommt vom typischen Schweizer Gericht Rösti, wo besonders in der Deutschschweiz beliebt ist. Auf Französisch sagt man der Grenze auch manchmal Fosse de Rösti. Der Röstigraben zieht sich durchs ganze Land. Im Norden vom Jura, über die Seen von Biel, Murten und Neuenburg bis in die Alpen und weiter ins Wallis, wo er im Süden fast an der italienischen Grenze endet. Entlang von dieser Linie gibt es mehrere zweisprachige Städte, wie zum Beispiel Biel oder Bienne, Murten, Morat, Fribourg, Freiburg oder auch Sion, Sitten. Dort wachsen viele Kinder zweisprachig auf und wechseln im Alltag häufig ganz selbstverständlich zwischen Französisch und Deutsch. Bekannt ist vor allem die Grenze beim Fluss Saane in der Stadt Fribourg. Dort trennt der Fluss die französischsprachige und deutschsprachige Seite von der Stadt. Genau da ist auch ein Denkmal gebaut worden. 2 Kalksteine, einer grau, einer ockerfarbig, verbunden durch ein Eisenband. Soll zeigen, dass die beiden Kulturen verschieden sind, aber doch zusammengehören. Der Röstigraben ist also zuerst mal eine Sprachgrenze. Aber es steht auch für Unterschiede in Kultur und Mentalität. Viele Romans, so nennt man die Bewohner der französischsprachigen Schweiz, fühlen sich kulturell stärker mit Frankreich verbunden, während die Deutschschweiz mehr auf Deutschland schaut. Man merkt es zum Beispiel im Alltag. In der Westschweiz trinkt man beim Mittagessen auch mal ein Gläschen Wein. In der Deutschschweiz wäre das eher ungewöhnlich. Natürlich ist das ein Stereotyp und Klischee, aber es hat doch etwas Wahres an sich. Auch in der Politik oder in den Medien gibt es Unterschiede. In der Romandie liest man französische Autoren, schaut französische Fernsehsender, wohingegen in der Deutschschweiz deutsche Medien viel präsenter sind. Und wie stark ist der Röstigraben wirklich? Man redet schon seit über 100 Jahren darüber. Studien zufolge kann man sagen, ja, es gibt Unterschiede, aber sie sind nicht grösser geworden. Bei gewissen Themen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in der Bildung, stimmen die Regionen sehr unterschiedlich ab. Bei anderen Themen, wie Finanzen oder Energie, gibt es fast keinen Unterschied. Nicht selten sind die Unterschiede innerhalb einer Sprachregion gerade so gross wie zwischen den Sprachregionen. Spannend ist auch, dass der Röstigraben nicht die einzige Sprachgrenze in der Schweiz ist.
Man redet ab und zu auch vom Polenta-Graben, also der Grenze zu der italienischen Schweiz im Tessin. Es ist klar, dass auch dort Unterschiede in Kultur und Mentalität bestehen. Der Ausdruck hat sich aber aus irgendeinem Grund nie so stark durchgesetzt wie der Röstigraben. Und was bedeutet das alles für die Schweiz? Viele sagen, der Röstigraben trennt. Aber er verbindet eben auch. Er ist ein Symbol für die kulturelle Vielfalt vom Land. Klar, es gibt Unterschiede, manchmal auch Missverständnisse. Aber die gibt es ja auch in anderen Ländern genau gleich. Er gehört einfach dazu. Und eine knusprige Rösti mit einem feinen Gläschen Wein haben auf jeden Fall beide Seiten gern. Und schnell sind alle Missverständnisse wieder vergessen. Gut, und da wäre es schon wieder gesehen für den heutigen Podcast. Ich hoffe, es ist gut verständlich gesehen. Falls ihr noch tiefer wollt, ins Schweizerdeutsch eintauchen, ihr wisst, ihr findet verschiedene Links in der Beschreibung. Zum einen auf der Patreon-Seite, wo es mittlerweile ganz viel Materialien hat. Schaut dort mal rein. Ich habe ganz neu jetzt einen Online-Kurs, speziell für Leute, die ganz am Anfang stehen mit Schweizerdeutsch. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Und das freue ich mich natürlich, wenn ihr weiterhin dem Kanal folgt, die Videos schaut und wenn ihr das erste Mal da seid, vielleicht den Kanal auch abonniert. Da würde mich mega freuen. Also, bis zum nächsten Mal und macht's gut.